mir nicht. Herzlich willkommen bei Fallout 4. Wie du gleich sehen wirst, ich habe mir was einfallen lassen, nebenbei noch, zu unserem Fallout 4 Let's Play, was noch etwaig lang gehen wird. Ich habe noch ein paar Ideen, die ich versuchen werde langsam umzusetzen. Wir haben folgende Problematiken. Ich habe es da in der letzten Ausgabe aber wieder versucht, die Mod reinzutun. Die Performance ist wieder am Arsch. Ja, wie du siehst, wir haben also ein komisches Nachziehen in der Aufnahme. Und ich vermute mal, wir werden diese Mod wieder herausnehmen müssen. Das heißt, ergo, wir müssen wieder auf unser Gewicht achten. Ich weiß nicht mehr, was ich noch machen soll mit diesem Spiel. Es ist zeitenweise wirklich erdrückend. Ich habe jetzt da keine Einleitung. Ich habe mir nämlich was überlegt, jetzt einmal von dem Mod-Problem abgesehen. Wo war denn der jetzt, da diese Mod? Der da. Wir müssen sie wieder außer-tun. Wir haben wieder irrsinnige Performance-Probleme. Ich bin am Überlegen, wie ich das Problem in ferner Zukunft handhaben werde. Das Let's Play geht noch lang, wir haben noch genug zu tun und ich habe noch einige Ideen, die ich umsetzen will. Wir werden jetzt da wieder mal ins Spiel starten. Du hast gerade vorhin unseren Charakter gesehen. Ich habe wieder dieses Steampunk-Outfit verpasst. Also einfach, ich finde es einfach relativ geil. Und in diesem Fallout 4 Format zeige ich dir dann in ein paar Minuten, was wir machen werden. Dazu benötigen wir nun aber eine kleine Reise. Bevor wir diese Reise nun antreten, ich habe zwischen der letzten Ausgabe und dieser Ausgabe siehst, die Mod ist heraus und die Performance geht auch so halbwegs. Ich meine, die Mod braucht jetzt ein bisschen, bis sie wieder rausspringt aus den ganzen Schars. Aber was ist? Ich weiß momentan absolut nicht mehr weiter. Sorry, ich bin ein bisschen überfragt. Ich versuche das Beste draus zu machen. Ich habe zwischen den beiden Aufnahmen, na Longfellow, hast du entschieden. Habe ein bisschen mal dumm gebaut, mal dumm probiert, etc. etc. Und in der Zwischenzeit ist aufgeploppt, der gute alte Longfellow vergöttert uns. Wir werden uns diesem Gespräch kurz stellen. Hey! Ja? Ich würde nach wie vor gern mit dir reden, Captain. Ist wichtig, zumindest mir. Klar, reden wir. Das weiß ich zu schätzen, Captain. In meinem Alter ist jede Chance, einen neuen Freund zu finden... Nun, ich hätte nicht mehr damit gerechnet. Aber ich bin froh, dass es passiert ist. Aber da ist noch mehr. Vor langer Zeit, als ich noch jung war, hatte ich eine Freundin. Sie hieß Hannah. Und wir wollten heiraten, eine Familie gründen und so weiter. Wir hatten also einen Ort im Nebel, an dem wir uns trafen und allein sein konnten. Die verdammten Kinder des Atoms haben uns überfallen, sie verschleppt und mich zum Sterben liegen lassen. Hat 2 Monate gedauert, bis ich mich erholt hatte. Aber dann war es zu spät. Sie hatten ihr eine Gehirnwäsche verpasst und sie zu einer der ihren gemacht. Erst später fand ich heraus, dass sie von mir schwanger gewesen war. Natürlich hatte unser Kind keine Chance. Bei all der Strahlung. Sie nannte das Atoms Willen. Auf jeden Fall starb sie ein paar Jahre später. Fallensteller haben sie erwischt. Sagen zumindest diese Irren.
war wohl auch Atoms Wille. Tut mir leid. Das wusste ich nicht. Tut mir sehr leid, Longfellow. Ja, gut. Jeder von uns hat seinen Namen, nicht wahr? Ehrlich gesagt war Hannahs Schicksal ihre Entscheidung und damit kann ich leben. Aber ich wurde nie Vater. Und das bedauere ich. Wenn ich einen Sohn oder eine Tochter hätte, naja, dann könnte ich mein Wissen weitergeben. Aber du bist der erste Mensch, den ich getroffen habe, der es wert ist, von mir ausgebildet zu werden. Ich bin nicht gut darin, Leuten zu sagen, dass ich dankbar bin, aber du hast mir, altem Jäger, das Gefühl gegeben, gebraucht zu werden. Einen Sinn im Leben. Das hatte ich schon lange nicht mehr. Was nehmen wir denn da? Meinst du das ernst? Jedes einzelne Wort, Captain. Gut, das war's auch schon. Danke, dass du mir zugehört hast. Durch das Erreichen der höchsten Verbundenheitsstufe mit dem alten Longfellow hast du den Skill Weisheit des Jägers erhalten. Gut, ein kurzes, schmerzloses Gespräch. Wir werden einmal kurz schauen, was dieses Dingenskirchen kann. So, jetzt haben wir es kurz gesehen und ich, Idiot, hab's wieder vergessen. Ja. Leben, lieben, mega kritische Treffer, ba und tralala, Piper. Wir haben ja noch nichts, wie du siehst. Wo war denn der Longfellow? Da ist der Preston. Mysteriöser Fremder. Piper. Rüstmeister, Schatzsucher, Schlosszuhaltungen, Schmied, Schnorrer, schwarze Witwe. Sag uns, ich spüle den gar nicht an. Kann aber sein, dass uns das Spiel das ja gar nicht anzeigt, weil der Longfellow ja durchs DLC erst... Ja, was weiß ich, was der hat, keine Ahnung. Wurscht. Genug geschwafelt. Wir reisen nun einmal zur Burg. Ja, wie gesagt, müssen wir schauen, dass wir in Zukunft wirklich nur mehr Sachen mitnehmen, die wir wirklich brauchen könnten. Aber wie wir das machen, weiß ich noch nicht. Ja, es hilft nichts weiteres. Siedlungen aufbauen. Schauen, dass wir die Siedlungen so aufbauen, dass sie auch viel Schrott suchen hin und her. Du kennst ja das Gespür mittlerweile eh schon bei den Spielen. Die Musik, ich liebe sie einfach. Und zwar, unser kleines Special wird unregelmäßig erscheinen. Und führt uns auf diese Insel. Folgenlänge, ich sage mal, ja. Sei Wow. vorsichtig. Wer weiß, was da im Wasser lauert. Da lauert alles in den Wasser. Jesus, Jesus. Und zwar, was will ich jetzt sagen? Genau. Wir werden uns dieser Insel widmen. Für dieses Spezial. Wir werden diese Insel in dieser Episode einmal übernehmen. Und mit einer Versorgungslinie oder ja mit einer Versorgungsroute ausstatten. Vorerst. Warte mal, wir werden uns da mal irgendwo. Können wir da irgendwo sitzen? Nö. Können wir da irgendwo sitzen, schlafen oder sonst was? Nö. Ah, da ist ein Haus, schau. Da sind Stühle, da können wir uns herhocken. Gut. Wir werden in dieser Episode 4 Stunden. Wenn wir jetzt die Insel übernehmen, werden die Insel erkunden,
und werden eine Versorgungsroute aufbauen Es ist verdammt still geworden. und eine Siedlung draus bauen. Und mit dem Siedlungsbau fangen wir dann in der nächsten Ausgabe an. Vorerst. Alles, was wir finden, hauen wir mal da einer. Das wär's. Okay, vorerst werden wir mal den sämtlichen Schrott, den wir noch mit haben, hier lagern. So. Obwohl dieses kleine Kämmerchen, das können wir eigentlich lassen. So, die Fässer da mal weg, da ist da mal weg, da kriegen wir gute Materialien außer. Können wir irgendwas herstellen, was wir nicht brauchen. Es gibt immer was zum Herstellen, was du nicht brauchst. Also von dem her brauchst du, ja, ich bin da offen und ehrlich, gell, das ist halt, ja. Wir sind zwar jetzt da mit dieser Steampunk-Ausrüstung oder mit diesem Steampunk-Kostüm, sind wir jetzt zwar ein bisschen überpowered, wie du siehst, wir können relativ hoch springen, aber das soll uns keinen Abbruch tun. Wir sind ja die 7 Millionen Dollar Frau, also mit denen musst du gleich rechnen, das ist halt jetzt gang und gäbe. Dafür kommen wir jetzt da ohne Powerrüstung und ohne Jetpack dorthin, wo wir eigentlich nie hin wollten. Warte mal kurz. So, da. Nochmal, ich spüle das so wie vielleicht manch anderer. Ja. Während ich aufnehme, steht neben mir ein Kaffee. Heute habe ich mir gegönnt ein Fanta mit Erdbeer und Kiwi. Und habe jetzt gerade eine geraucht und auf Aufnahme gedrückt. Ja. So schaut es nämlich aus. Ganz auf relaxed. Ein Mirelurk-Jäger. Viel zu nüchtern für so. Wir sollten am besten mal unsere Munition sehen. Augen auf. Erwischt. Oha. Oh, Du bist erledigt. Ich glaube, wir haben Gesellschaft. ja, Longfellow haben wir. Aber nicht mehr lang. Was ist jetzt eigentlich das? Das schaut so bescheuert aus, diese Animation. Was will ich mit dir zukünftig in diesem Format machen? Wir werden gemeinsam diese Siedlung aufbauen, werden Siedler arrangieren, avancieren oder ja, engagieren und werden dann die Siedlung großziehen, hochziehen, aufbauen und werden uns dann ein Plätzchen suchen, jenes wir zerlegen, dass wir anfangen, uns Kreaturen in die Siedlung holen, Kreaturen, und wir werden uns eine Arena aufstellen für Arena-Kämpfe. Wollte ich schon öfters machen. Ich habe das offen und ehrlich gesagt noch nie probiert. Ansatzweise einmal habe ich es versucht, aber ich möchte mich jetzt einmal intensiver mit dieser Geschichte auseinandersetzen, so dass sie das auch fürs Let's Play ein bisschen auszahlt. Auch und ehrlich gesagt, ich weiß halt jetzt nicht, was mir mehr geschreckt hat. Ja. Ich sage jetzt mal dazu nichts, gell?
Mein Herz. Ich hab gerade einen Herzinfarkt. Hab mal gesehen, wie ein Mirelurk mit einer Schere einen Mann zerteilt hat. Ja. Das kannst du ja dann in die, das kannst du ja dann in den... Warum nicht? Die brauchen das eh nicht mehr. Na, das kannst du dann den Nachrichten erzählen. Die werden das dann so dran, dass du halt, ja... Dass du zuerst die Gurden darsteigen, ne? Ja, weißt du, wie das ist. Mirelurk-Jäger. Sag einmal, ist unser Charakter so mit Drogen zugestülpt, oder was? Die trifft ja gar nichts. Das geile Auge. Naja. Achte darauf, dass die Kabel zum Generator alle richtig angeschlossen sind. Wir können keinen weiteren Generatorausfall durch einen Kurzschluss gebrauchen. Randy. Zweitens, der Generator muss eingeschaltet sein, bevor das Signal aktiviert wird. Kleiner Tipp, ich würde empfehlen, beim Umlegen des Generatorschalters nicht im Wasser zu stehen. Drittens, das Signal wird wiedergeben, wenn... Tja, du wirst es mitbekommen. Sobald das Feedback aufhört, klingt es, als käme nichts aus dem Lautsprechern. Es kommt was. Aber nur die Mirelurks können es hören. Wer die Insel kennt, der weiß, auf was das Ganze hinausführt. Und was da auf uns wartet. Ich sag nur so viel. Etwas für eine Open World passendes wie sagt man, Plätzchen, genau. Schokoplätzchen oder Mandelplätzchen, das überlasse ich dann ganz dir, gell, wie du es halt bevorzugst und liebst, gell. Jeder hat da seine eigenen Vorstellungen und Wünsche und Geschmäcker. Ich für meinen Teil bevorzuge lieber die kleinen Dinge des Lebens, die bescheidenen Dinge. Au! Drecksau. Die speibt mir da voll an. Dirndl, ich stelle einen auf Kotzen, also da musst du bitte einen anderen Partner suchen, gell? Ah! Du Mistkröte, du Schirche. Kurzen Blick. Einen kurzen Waffentausch. Wir brauchen jetzt leider was ein bisschen mehr einfährt in die Batterie, gell? Also Entschuldigung, da müssen wir jetzt knallhart sein, da müssen wir drüber fahren. Mit einem Ehrgeiz, der seinesgleichen sucht. 5 Stunden später und es geht noch immer nichts weiter. Doch es ist sogar was weitergegangen, wie du siehst. Geil, oder? Na wenigstens kannst du mit dem Longfellow keine Liebesbeziehung eingehen, Alter. Ich komme jetzt schon vor wie ein Fremdgeh-Simulator. Haben wir überhaupt was zum Essen eingesteckt? Weil ich möchte ein bisschen Stimpaks sparen. Ja, das können wir. Wir müssen schauen, dass wir irgendwann einmal auf eine Red Hirsch Erkundungstour gehen. Wir brauchen unbedingt die Red Hirsche. Oh, Na also. dein Glück wurde dauerhaft um 1 erhöht. Geile Sau. Ja. Müssen wir da wieder zurück. Wir stecken das jetzt wieder ein, Mädel. Danke. Hier stimmt was nicht. Ich spür's in meinen Knochen. Das Einzige, was du spüren wirst, ist, dass die Knochen kälter werden. Aber das ist bei alten Leuten so. Entschuldigung. Der war jetzt nicht beabsichtigt.
Ich weiß, der war schlecht. Wir alle werden alt. Das müssen wir irgendwann einmal einsehen. Alle werden wir älter. Alle werden wir älter, alle werden wir kälter. So, komm wieder. So. Da wartet auf uns die kleine Überraschung, das tu ich dir kund. Ein leuchtender Mirelurk. Mei, ist der jetzt melodramatisch draufgegangen? Hatzenbichel dir so jetzt, ehrlich. So. Schluss, Captain! Verdammt! War mir sicher, dass da wer ist. Brauchst du neue Brille? Dann musst du sagen, du alte Grille. Gut, das können wir später machen. Okay. Warte mal. Ah, das bleibt echt stehen. Das lassen wir aber so. Das lassen wir so, gell? Wir dann den alten Longfellow einfach weg, ha? Was soll's davon? Nix, ich weiß ja, ich auch nicht, aber... Was macht's? Hier bei mir. Hä? Du hast ja schon Tomaten auf die Ohren, ha? Verschwunden? Scheiße. Ah, da unten. Hauen wir gleich Longfellow, dafür gibt es... Ja. Schauen wir mal. Danke. So, wieder zurück ins Baumenütscherl. So. So, na komm her. Am geschicktesten wird sein, wir schauen, dass wir zuerst einmal eine Werkbank oder eine Versorgungsroute erstellen. Daher, jetzt überlege ich nur gerade, aus was für einer Sicht. Was ist da vorn? Oh. Wow, also der ist legendär, sorry, diesen möchte ich mir auf wirklich faire Art und Weise holen. Warte mal, die Blätterkanone, die geht ja auf die Entfernung auch ganz gut. Hier ist jemand. Oder etwas. Also diese Nachladeanimation, die schaut so geil aus.
Unaufhaltsam Billardkö, willst du mir jetzt verarschen? Ist mein Klick wirklich schon so am Arsch? Ja. Ich hab gesagt, wir brauchen einmal eine Versorgungsroute. Aber, jetzt stellt sich mir nur die große Frage, bei was für einer Siedlung weg? Nordhagen Beach. Da könnte man auch noch aufbauen. So. Okay. Warte mal. Wir werden zuerst einmal schauen, was in der Werkbank drinnen ist. Ja, also so schnell kann das gehen, wenn du mal, ja, tagelang nicht hineinschaust in die Werkbank. Du wirst dir sicher wundern, warum diese Siedlung im Let's Play sehr wenig auftaucht, weil das für mich persönlich eine der uninteressantesten Siedlungen ist. Ich werde da in Zukunft nicht mehr viel machen. Die bleibt so. Also, ich weiß nicht, das ist für mich persönlich, wie gesagt, eine der uninteressantesten Siedlungen, die es gibt. So, Marci, du Trampe, du Schircher. Ja, Entschuldigung, ich mag diese Frau nicht. Du machst bitte diesen Job. Ja, du bist degradiert, du Trampe, du Schircher. Gut. Der alte Longfellow. Du hast eher Arbeit, da hat alles eine Arbeit, so wie es ausschaut. Cool. So. Passt, wie du siehst, wir sind miteinander verbunden. Und jetzt können wir auf der Insel weitermachen. Diese Stille ist nicht natürlich. Das gefällt mir nicht. Aber. So, schau her. Das Gebilde lassen wir. Energie. Generatoren. Wir werden uns da Na, das mit den Generatoren da frei ist ein bisschen ein Schatz. Weil sollten ja doch Angriffe kommen, sind diese Generatoren da besser aufgehoben. Das lassen wir, das passt so richtig zu diesem kaputten Flair auf dieser Insel. Warte mal. Das da mal weg, den Schrott da mal weg. Die Dosen da mal weg, das da mal weg, das da mal weg, das da mal weg. Dieses Gebüsch da braucht keiner. Und diesen Generator, wenn er sie ausgeht, schieben wir jetzt da einer. Den schieben wir ein Stück da um.
Jetzt, da können wir hergehen. Und diesen Teil da ein Stückel weiter zurück hergehen. So. Ja, das schaut schon recht stattlich aus, gell? Wie du siehst, wir sind eigentlich relativ gut versorgt, entsorgt und besorgt. Ah. Na, siehst, mit einem Mausklick lass ich Raider verschwinden. Böse, böses Mando. So. Ich nehme da ein bisschen die Freiheit und werde da ein bisschen die Architektur dieses zerstörten Hauses etwas mit umbauen. So. Heute redet er mit einem geschwollenen Schwachsinn. Aber egal. Das Leben ist viel zu ernst. Das hat was. Gut, das lassen wir so. Schau her. Vorerst werden wir da ein bisschen Strom benötigen. So. Aha, das können wir nicht wegtun. Das finde ich jetzt ein bisschen sehr eigenartig. Egal. Dann lassen wir da über den Schamot lassen wir den Dings laufen. Genau. Da zum Beispiel den Stecker. Wenn uns das Spiel lässt. Nö, lässt es nicht. So. Da auf. Und daher. Da machen wir so einen Funkleitstrahl her. Genau. So da. Sehr gut. Was wir mit den Gebäude machen, weiß ich noch nicht. Ob du da jetzt einen Puff haben willst oder ein Hotel, das musst du mir bitte in die Kommentare schreiben. Aber sobald wir mit einem Puff auffangen, wird wahrscheinlich das Let's Play auch von YouTube entfernt. Ha ha ha. Naja, in der heutigen Zeit weiß man nie. So. Ich schaue nur gerade, ob mir irgendwo die Bruderschaft unterwegs ist. Nö, passt. So. Wir werden diese Ausgabe da für heute beenden. Was gibt's dazu noch zu sagen für später? Ich mache dieses Format eigentlich nur aus einem einfachen Grund zwischendurch, weil es wird sicher auch wieder ein bisschen was Längeres werden, da wir ja genug zu tun haben da.
ich brauche ab und zu mal was, wo ich entspannen kann. Oder wo ich einfach nur mal ein bisschen so ohne viel mitdenken oder nachdenken, einfach ein bisschen improvisiert labern kann. Ja, so kann man es formulieren. So. Über dies und das und was mir halt gerade so auf dem Herzen liegt. Und ja. So, passt. Ich werde mich jetzt da von euch verabschieden. Weil ich werde diese Episode werde ich heute noch rendern und dass sie morgen dann online kommt. Und bei Lust und Laune deinerseits bist du herzlichst eingeladen, dich in den Kommentaren mit zu beteiligen an dieser Spezialdingens. Du brauchst mir nur in die Kommentare schreiben, was du dir vorstellst, und ich werde versuchen, dieses dann umzusetzen. Wenn du jetzt einen Buff haben willst, wir werden schauen, dass wir einen Buff hinbringen irgendwie. Wenn du willst, dass wir Irrenanstalt aufziehen, können wir das auch probieren. Obwohl das Spiel, glaube ich, nicht viel zulässt. Weil Irrenanstalt unser Charakter hat schon einen leichten psychologischen Schlag auf der Telle. Jener aber noch ein bisschen brutaler wird. Also dann, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen bei diesem kleinen, feinen Spezial, wo wir eine Siedlung aufbauen, Arena-Kämpfe zukünftig veranstalten werden und so weiter und so fort. Also mal ein bisschen was Neues zur Abwechslung zum langwierigen LP. Bis zum nächsten Mal. Baba.